Weihnachten ist vorbei, das neue Jahr steht vor der Tür und bringt einem kleinen Land großen Einfluss in Europa. Am 1. Januar übernimmt Kroatien für 6 Monate die EU-Ratspräsidentschaft. Zum ersten Mal seit seinem Beitritt 2013 wird der Balkanstaat also die Geschicke der Union maßgeblich mitbestimmen. Und viel Geschick erfordern die Geschicke des kommenden Jahres in jedem Fall, gerade auch, wenn es um die Flüchtlingspolitik geht. Die betrifft die Kroaten direkt. Wollen sie doch Mitglied des sogenannten Schengen-Raums, also ohne Grenzkontrollen werden. Und so tun sie alles, um zu zeigen, wir können unsere Außengrenze im Süden schützen. Das aber bezweifeln viele beim Nachbarn im Norden in Slowenien. Antreten zur Rettung des Abendlandes. Sie wollen Slowenien beschützen. Eine politisch rechtsstehende Miliz unter ihrem Anführer Andrej Šiško bei einer Patrouille. Sie suchen Flüchtlinge und Migranten, die illegal von Kroatien aus über die Grenze kommen. Sie müssten selbst für die Sicherheit sorgen, sagen sie. Schuld sei die Flüchtlingspolitik von Deutschland und der EU. Wir Slowenen haben 500 Jahre lang Westeuropa gegen den Islam verteidigt. Wir haben das in unseren Genen und wir werden niemals damit aufhören. Etwa 160 Kilometer Stacheldraht sind an der Schengen-Grenze zwischen Slowenien und Kroatien aufgestellt. Die Grenzpolizei überwacht den Zaun. Auch an diesem Dezembertag hätten sie mehrere Schlepper und Migranten festgenommen, hören wir. Kroatien grenzt im Norden an Slowenien und den Schengen-Raum. Im Südosten dagegen die EU-Außengrenze zu Bosnien-Herzegowina, eine rund 1000 Kilometer lange grüne Grenze. An jener grünen Grenze werden seit geraumer Zeit Flüchtlinge von der kroatischen Polizei regelmäßig gewaltsam zurückgedrängt. So hören wir es auch von der Organisation Are You Serious, die Flüchtlinge in Kroatien betreut. Erst wurden die Flüchtlinge nur abgeschoben, dann hörten wir Berichte über Raub durch die Polizei, dann zeigten uns Flüchtlinge Wunden. Und jetzt im Dezember gab es 2 Fälle mit Schüssen. Solche gewaltsamen Zurückweisungen seien gerechtfertigt, argumentiert die kroatische Präsidentin. Ich habe Untersuchungen gemacht und mir wurde immer wieder versichert vom Innenminister, vom Polizeichef und der Polizei vor Ort, dass sie nicht Gewalt anwenden, die zu viel wäre. Natürlich braucht es ein wenig Gewalt, wenn man die Menschen abschiebt. Um für die EU ein gutes Bild abzugeben, würden Menschenrechte auf der Strecke bleiben, kritisieren dagegen die Flüchtlingshelfer. Natürlich will ich, dass Kroatien dem Schengen-Raum beitritt, aber nicht auf Kosten von Menschenleben. Es scheint, als sei Schengen jetzt ein Druckmittel für die EU, mit dem Kroatien dazu gezwungen wird, die Migration auf dem Balkan um jeden Preis zu blockieren. Die Miliz von Andrej Šiško sieht sich genau dabei an vorderster Front. Es zeigt sich, die Balkanroute durch Kroatien bleibt ein Ort, an dem sich eine rechtsstaatliche EU-Flüchtlingspolitik beweisen muss.